Servus beieinander, der Johann Barse ist da. Heuer machen wir gerade einmal kein Gans, heuer machen wir eine Ente. Ich habe da eine niederbayerische Bauernente und die richten wir jetzt her. Wichtig ist, dass die immer trocken ist oben, weil wenn die recht nass ist, dann gibt es Flecken beim Braten, das wollen wir nicht. So, wir schneiden die Flügel weg. Ein bisschen was vom Kragen. So, und jetzt eine Glaubensfrage. Die einen glauben, das ist besonders gut, das Stück da hinten, Arsch. Nein, das ist der Bürzel. Und zwar ist da die Fettdrüse dran. Ich mag es nicht, ich tue es immer gern weg. Weil es kann auch sein, dass die dreinig wird. Aber wer mag, kann es ruhig dort lassen. So, wenn Sie eine Grillente kaufen, dann ist da kein Beitel drin. Nur wenn Sie eine bratfertige Ente kaufen. Da müssen Sie aufpassen, das müssen Sie raus tun. Weil wir tun unsere eigene Fülle rein. Aber zuerst würzen wir die ganze Geschichte mit dem Pfeffer. Dann haben wir ein Salz mit einem Orangengranulat. Wir wollen ja eine Orangenente machen. Also getrocknete Schale und das mit dem Salz würzen innen und natürlich außen. Da haben wir Karotten, Sellerie, Zwiebel, einen Knoblauch und in die Ente füllen wir Zwiebel und Orangen. Bio-Orangen, trotzdem schön waschen davor. Die machen es von innen saftig. So, so ein Anteil dauert 1,5 Stunden bei uns. Vielleicht müsst ihr daheim ein bisschen länger rechnen. 160 Grad gehen wir in den Ofen rein. Und weil wir es nicht mit Fett anbraten, weil Fett hat die Enten nur. Wir gießen unten ein bisschen Wasser an. Der Dampf kommt von unten, es klebt nicht an und gut ist. So, 160 Grad. Jetzt nach einer Stunde schauen wir mal nach. So, unsere Ente. Nein, fertig ist noch nicht. Die war jetzt eine gute 1/4 Stunde drin. Bei 160 Grad. Jetzt tun wir das dazu, was gern ein bisschen verbrennt. Das ist der Lauch. Wir haben Lorbeerblätter, Wacholderbeeren, Piment und Pfefferkörner. Wir wollen ja ein anständiges Sauce kriegen. Jetzt kommt unser Beifuß ins Spiel. Habt ihr gewusst, dass der Beifuß zu den Bierkräutern gehört? Ähnlich wie der Hopfen. Nicht, gell? Ich sag's euch. Und dann haben wir noch einen Geflügelfond oder einen Gemüsefond, damit wir auch ein bisschen Sauce kriegen. So, da. Und jetzt geht es wieder ins Rohr bei 180 Grad.
dass wir auch schöne Krusten hinkriegen. So, da, und jetzt haben wir es die letzte Viertelstunde auf 180 Grad fertig gemacht. Und jetzt nehmen wir es raus. Wenn es rausgehen will. Ja. Und da wollen wir natürlich noch eine gescheite Sauce machen. Und da brauchen wir noch Flüssigkeit. Wir brauchen Orangensaft. Wir können nehmen Fond, Gemüsefond zum Beispiel. Aber was natürlich besonders gut ist, das ist auch der Trick, den hat meine Oma schon gemacht, Knödelwasser. Warum ist das ein Trick? Der schmeckt schon, das Knödelwasser, und es hat Stärke drin. Das kriegt also automatisch die Bindung. So. Und ruckzuck, schon ist fertig. Samt dem Blaugrad. Jetzt brauchen wir es gerade noch anrichten. So, da. Weil ja wir das für die Gäste schön machen wollen, schneiden wir das vom Knochen runter. So, da. Und weil wir für große Jungs arbeiten, gibt es eine halbe Ente für jeden. Mit einem Knödel. Der Orangensauce. Und am Blaukraut. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen. Und jetzt immer aufpassen, was Neues gibt. Lasst es euch schmecken.